Sie hatte Zeit ihres Lebens immer gesucht, aber stets vergebens. Dann hat sie ihn sofort erkannt, als er vor ihr stand. Sie hat gedacht, dass es sowas bloß im Kino gibt, dass man kommt und sieht und sich verliebt. Sie hat nichts gesagt, nur seine Hand genommen und er ist einfach mitgekommen. Sie war kein Mädchen von der Sorte, doch dieses Mal, da ging es ohne Worte. Es ging ohne Kompromisse steil zum Gipfel der Genüsse. Na, sie hat nicht geahnt, was ihr da noch vorbestand. Er war im Bett, so richtig nett, jedoch verbal, da war er katastrophal. Sie spürte stets in seiner Nähe, er ist eine erotische Koryphäe, jedoch geistig dermaßen platt, einfach Schott. Da war da auch noch diese schlimme Stimme und selbst in Dialekten hat sie niemals weggesteckt. Ja komm, mir gerne was zu sagen, er verdreht es ihr den Magen, wenn er weiter sprach, kam's vor, dass es sich erbrach. Seine Liebeswaffen, die waren niemals stumpf, wie war vom Hirn her, das sowas von dumpf. Sie wusste, was sie brauchte, immer wenn sie mit ihm schlief, aber jedes Wort dann noch tut dermaßen primitiv. Ja, was wollen wir da, wenn der Körper begehrt, aber wenn der Geist sich wehrt? Ja, was machen wir da, was machen wir da, was machen wir da nur? Nein, immerhin, die Dame hatte Abitur und er kompletter Prolo. Ja, egal, ich spiele jetzt erst einmal ein Solo. Glauben Sie wohl, ist die Geschichte jetzt ausgegangen? Siegte die Vernunft oder das Verlangen? Ich hätte auf das Stück sicher nicht so viel Mühe verwendet, wenn es am Ende nicht happy endet. Sie haben meine Krisen gemeistert, denn sie haben sich körperlich begeistert. Wenn sie ihn bestieg, war es jedes Mal ein Sieg, solange wie er schwieg. Und schließlich sind sie zusammengezogen, haben sie viel verschwiegen, jedoch niemals belogen. Und statt des Jaworts hat er damals nur genickt, dann sind sie heim und haben ne was wie 8 Kinder gekriegt. So begeistert davon, statt eines Schwiegers hatte sie jetzt einen Schweigersohn. Und rein war das wurscht, sie waren glücklich irgendwann hochbetagt. Außer Gesprächen haben sie sich im Leben nichts zu sagen, seine
bestechlich, Erektionen unterbrechlich, Langeweile hatte keine Chance. Sie liebte jede Nuance, ja, sie liebte jede Variation, außer heute. Sex am Telefon.